Ich hab Schweiß im Auge und das ist nicht schön. Liegt vielleicht daran, dass ich schwitze wie ein Öch. Wir befinden uns gerade in der Talstation von der Wurzeralm-Standseilbahn. Wir wollen nämlich damit logischerweise auf die Wurzeralm rauffahren, denn von dort starten wir halt eine Wanderung. Wir brauchen dazu natürlich eine Karte, also ein Ticket für die Bahn. Haben wir online reserviert, ist glaube ich um Spur günstiger, als wenn man es vor Ort kauft, kostet 22,50 €, ist okay. Genau. Und wir schauen uns jetzt mal an, ob die Bahn bald kommt und ob wir nicht irgendwie abstürzen oder so. So, das Wandergebiet Wurzeralm. Warum ist das so super? Für die einen ist es einmal so, dass man mit der Standseilbahn auffahren kann und oben ist man dann auf dem Hochplateau. Im Winter ist das Skigebiet, im Sommer ein Wanderparadies. Und der Vorteil ist der, dass auch Menschen, die sportlich nicht so bevorteilt sind, können da heroben auch wandern. Das heißt, möglichst in der Ebene gehen. Es gibt einige Rundwege von mehreren Minuten bis zu ein paar Stunden, ohne zu viele Höhenmeter zu gewinnen. Darüber hinaus gibt es natürlich auch für die sportlich Begeisterten viele Möglichkeiten, sich längere Wandertouren etwas abzukürzen, wie beispielsweise das Wascheneck. Da gehen wir heute nicht auf, wir werden heute die Rote Wand, das ist ein Gipfel am Weg zum Wascheneck, besteigen. Wir sehen da bis zum Wascheneck wären es von da 3 Stunden 15. Das ist für uns heute wahrscheinlich nicht unbedingt drinnen. Man kann halt mittwochs, samstags und sonntags mit dem Frauen-Car-Lift den Weg sehr stark abkürzen. Was ziemlich cool ist, heute ist aber natürlich nicht Mittwoch, sondern genau Donnerstag. Deswegen wird es das nicht. Die Rote Wand hingegen kann man in 1 Stunde 30 erreichen, das werden wir wahrscheinlich machen. Und von dort kann man nur einen zweiten Gipfel mitnehmen. Mal schauen, ob wir das arbeiten. So, nach ungefähr 1 Stunde und 3 Kilometer und keine Ahnung wie viele Höhenmeter sind wir jetzt so mitten im Weg. Es ist sauheiß, man sieht es vielleicht. Ja, viel heißer als wir gedacht haben tatsächlich. Aber du schwitzt gar nicht, Laura. Gut, wir haben gerade eine Pause gemacht. Ich weiß nicht, sieht man schon das Kreuz? Also ich sehe es, ich weiß nicht, ob das ihr seht, aber man sieht schon. Und es dürfte gar nicht mehr so weit sein bis zur Roten Wand. Unglaublich. Wir freuen uns auf jeden Fall. Die Aussicht ist halt schon geil. Das ist ein Top-Tag. So ein Scheiß, ich sehe nicht, was ich filme. Laura, wo liegt das Problem? Ich habe Schweiß im Auge und das ist nicht schön. Liegt vielleicht daran, dass ich schwitze wie ein Öch. So, wir haben jetzt die erste, würde ich sagen, ein bisschen steilere Stufe. Da sollte man sich auf jeden Fall gut festhalten und ein bisschen Trittsicherheit haben.
Darum gerade mit Kindern aufpassen. So, der Wind ist da, aber Axel, was ist nun da? Der Gipfel, so, die letzten 15 Minuten und wir sind oben. So, weiter geht's. So, wir haben es geschafft, wir sind jetzt endlich oben. Wir haben ja schon unsere Jause genossen und natürlich den phänomenalen Ausblick. Wirklich ziemlich geil. Fazit ist, sehr schöne Wanderung. Eigentlich familienfreundlich oder vielleicht nicht ganz anfängerfreundlich, aber man muss jetzt nicht mega der Bergprofi sein. Und sehr, 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 sehr schöner Ausblick. Und bei 800 Follower geht's aufs Warscheneck.